Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Wir stehen in der Passionszeit und nach wie vor ist unsere Serie am Sonntag die rund um The Chosen. Erlebnisse mit der Serie The Chosen, die wir gerne wieder beleuchten. Heute haben wir Tanja Ammann zu Gast. Sie ist Projektleiterin von The Chosen, eben in der Kirchengemeinde Frauenfeld. Und aber auch selber einfach wieder, wie alle hier in dieser Serie, sehr berührt auch von dieser Serie, von der Darstellung von Jesus, die dort hier vorkommt. Tanja, fangen wir doch dort bei Persönlichen mal zuerst an, kommen wir nachher dann zu dem Organisatorischen vielleicht eher zu reden. Was hat dich so berührt von Anfang an bei dieser Serie The Chosen? Ja, ich glaube, meine Antwort die wird gleich ausfallen wie die meisten Leute, die die Frage gestellt bekommen und eine Antwort geben. Das ist einfach das tiefe Berührtsein in jeder Episode wieder neu, wo ich eigentlich vom Anfang an hatte. Also es sind ganz kleine Szenen, wo mir Tränen in die Augen geschossen sind und ich einfach gemerkt habe, da langt mich etwas an. Und wie das so durchgezogen worden ist, habe ich wie gemerkt, in dieser Serie ist wirklich etwas ganz Spezielles drinnen, wo einfach ans Herz geht, wo Leben zeigt und wo Leben berührt. Und das hat dich letztlich wahrscheinlich auch motiviert, etwas aufzuziehen in der evangelischen Kirchengemeinde in Frauenfeld, eben, dass ihr so Themen eben macht zu The Chosen, auch so mit Kleingruppen, wo ihr eigentlich das wie verteufeln. Aber ich lasse dich reden. Wie zieht ihr das so auf bei euch? Ja, also angefangen hat es bei mir wie so von diesem Gedanken oder von diesem Herzenswunsch, den ich wie gemerkt habe, weil es mich so hat angefangen zu berühren, habe ich wieder den Wunsch gehabt, ich möchte das teilen, ich möchte gegen rausgehen, ich möchte, dass die Sprache von der Serie, die die heutige Gesellschaft ja eigentlich versteht und mit der auch aufwacht, gerade die jungen Leute, ich möchte die anknüpfen und ein Projekt entwickeln, das das zusammenbringt. Und bei mir ist es wie so ein bisschen so, wenn Gott mir eine Flause in den Kopf hineinsetzt, dann fängt es an verschwanger werden, an vergären und an entwickeln und dann entsteht bei mir meistens irgendein Projekt. Und das ist dann so entstanden, als ich das Projekt angefangen zu entwickeln, zuerst in meinem Kopf, als Kopfkino und nachher auf dem Papier und dann mit entsprechenden Leuten im Gespräch haben wir dann relativ gleich gemerkt, doch, das ist etwas, was wir als Kirchengemeinde in Frauenfeld auch möchten lancieren und dann daraus ist das Projekt entstanden, wo wir jetzt frisch angefangen haben. Genau. Und ihr seid ja noch an der ersten Staffel dran, jetzt, habe ich gesehen. Ich bin ein bisschen auf die Webseite schon vorher reinschauen und dort hier macht ihr es eigentlich wie, also ein Abend oder eine Woche ist nachher wahrscheinlich, dass man zusammen die Episode schaut und dann die Woche drauf tut man es wie vertiefen, Podiumsgespräche und so. Also gib uns noch ein bisschen mehr doch gerne Einblick, was passiert dort so? Genau, also das Projekt besteht aus verschiedenen Teilen. Wir haben einmal im Monat treffen wir uns, wo wir so einen sogenannten Filmabend haben, mit dem Podiumsgespräch im Anschluss. Dann zeigen wir die Episode, die dann dran ist, dann haben wir eine kurze Pause und nachher geht es weiter mit einem Podiumsgespräch. Wir haben Leute eingeladen, es sind immer 3 Gäste. Und dann reden wir circa 3/4 Stunde über die Episode, über die Inhalte, über das Theologische, über die Hintergrundinformationen, über alles Persönliche, wo die Leute auch angesprochen hat. Und nachher das Ganze findet so in einem Bistro-Ambiente statt. Also die Leute können auch etwas Getränk und etwas Snackmäßiges konsumieren währenddem. Und nachher ist dann der Abend wie fertig. Und die Woche drauf gibt es die Möglichkeit, in einer Projektgesprächsgruppe einfach tiefer einzutauchen. Wir sagen dem auch Gesprächsgruppe tiefer eintauchen, wo man miteinander kann ins Gespräch kommen und darüber diskutieren. Gleichzeitig haben wir das aber auch in den Hauskreisen lanciert oder einfach die Hauskreise ermutigt, als Hauskreis miteinander unterwegs zu sein und das auch zu vertiefen in diesem Setting. Was wir auch haben, ist punktuell ein Gottesdienst zu einzelnen Personen von der ersten Staffel, wo im Rahmen vom Gottesdienst von der Predigt vertieft wird von unseren Pfarrpersonen. Okay, also ein kleines Päckchen, das ihr da zusammengestellt habt.
verschiedene Sachen. Machen aber gute Erfahrungen, also auch, dass es ankommt bei den Leuten, dass es irgendwo Resonanz gibt. Sehr gute Erfahrungen machen wir. Also es war erfreulich, der erste Abend. Wir haben dann so gewisse Stuhlmenge parat gestellt, die bei uns so gäbig reingeht. Und wir haben also wirklich bis auf den letzten Platz haben wir, alle Stühle besetzt, was sehr erfreulich war. Und wir haben dann zuerst gedacht, ja, am Anfang sind die Leute gewundert und können einfach mal schauen, wie setzen wir das Projekt um, wo wir im Voraus natürlich auch beworben haben. Und dann sind wir schon gespannt gewesen, wie es im zweiten Abend aussieht. Und im zweiten Abend hat es genau gleich ausgesehen. Also die Leute kommen wirklich und wir haben volles Haus eigentlich. Ja. Wir hätten noch die Möglichkeit, Übertragungen zu machen, wenn jetzt noch mehr Leute würden kommen. Wir sagen auch immer, es hat noch mehr Platz. Und genau, wir hätten also Möglichkeiten, um da noch ein bisschen auszubauen. Genau, und die Resonanz ist natürlich durchwegs positiv. Ja, natürlich von der Staffel selber, von der Chosen selber, aber auch das ganze Setting, das wir jetzt da aufgestellt haben, auch wie wir es gestalten, inhaltlich, optisch, vom Angebot her, also wirklich das gesamte Setting kommt sehr gut an, eine gute Rückmeldungen. Ja. Sehr gut. Also, und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen persönlich auch ein bisschen etwas rauskitzeln, was dich da so berührt, eben noch an der ganzen Serie. Und du hast eine spezielle Figur eigentlich gewählt. Du hast gesagt, ja, die Maria Magdalena, man sieht sie hier, ich muss immer schauen, wo ist sie? Hier, gut, genau. Hier, hinter mir. Genau, und warum gerade auch sie? Oder ja. welche mit ihr? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann nicht mal so sagen, wieso gerade sie. Ich finde einfach so die Geschichte, die um sie herum dargestellt wird, die geht mir einfach unglaublich ans Herz. Also ich finde so, dass auch das, was wir jetzt haben in dieser Jahreslosung, ich bin ein Gott, der dich sieht, das kommt ja durch ihre Figur, durch ihre Person und Geschichte enorm auf den Punkt und wie das sehr gut dargestellt. Sie, die gesehen wird von Jesus und wo Entscheidendes passiert, wo Lebensveränderndes passiert. Und ich merke, das ist so ein tiefer Herzenswunsch, der auch bei mir innen einfach schon immer da war und immer noch da ist, wo ich spüre, so die Veränderung von Jesus auch in meinem Leben, wo ich vielleicht auch eine Hoffnungslosigkeit habe oder wo ich Not habe in meinem Leben, einfach zu wissen, dass Jesus auch mein Leben kann komplett auf den Kopf stellen und komplett kann verändern und er das auch immer wieder tut und macht. Und das kommt auch bei ihr, also der ganze Erzählstrang rund um die Figur Maria Magdalena kommt das halt für mich wahnsinnig gut über. Und das berührt mich immer wieder, wenn es auch dort wie weitergeht in diesen Episoden. Was ja auch sehr interessant ist, einfach wenn man weiss, was du sonst noch machst, oder? Also eine psychosoziale Beratung beim Blauen Kreuz, vorher als Lehrerin tätig gewesen, also viel auch Leute begleiten, auch sonst eben im beruflichen Kontext. Und du hast mir gesagt, eigentlich bei der Maria Magdalena gerade auch die Szene, wo sie einen Rückfall hat, sozusagen ins alte Leben zurückgeht und er auch sehr verzweifelt ist, wenn sie dort gelandet ist und das Gefühl hat, jetzt nehmen sie mich nicht mehr an in der Gruppe und Jesus schon gar nicht so in diesem Stil. Oder lassen wir auch wieder dir noch ein bisschen darüber erzählen, was hat dich dort hier dran auch vor allem berührt? Ja, jetzt, wo du das ansprichst, so die Rückfallsituation, das finde ich ganz, ganz eine tiefe Situation. Ich glaube, die kennen wir alle aus unserem Leben. Also wir haben einfach mal eine Begegnung mit Jesus, da passiert etwas Entscheidendes oder vielleicht auch in einem Protest. Und nachher irgendwie ist man euphorisch, hat Freude an diesen Veränderungen, ist Feuer und Flamme. Und nachher mit der Zeit merkt man, das Leben holt einem wieder wie ein. Es kommen vielleicht alte Verhaltensmuster, man geht wieder zurück in alte Muster, man schafft gewisse Veränderungen dann doch nicht durchzuziehen. Und das erlebt Maria Magdalena ja ein Stück weit auch. Und nachher die Begegnung wieder mit dem Jesus, wo sie dann zurückkommt, von den Jüngern zurück ermutigt wird, zurückgeführt wird, wo dann Jesus einfach ihr so liebevoll und barmherzig begegnet und wie sagt, hey, hast du das Gefühl gehabt, es passiert nichts mehr? Hast du das Gefühl gehabt, das Leben gibt keine Herausforderung mehr? Und das ist etwas, was ich in meinem Beruf natürlich auch ganz fest immer wieder erlebe. Menschen, die gerade im Blauen Kreuz, was um die ganze Alkoholsuchtthematik geht, wo es ja auch um das Freisetzen oder um das Freiwerden geht, Leute, die wieder zurückkehren in die alten Muster und kommen und von einem Rückfall erzählen, von einem Vorfall erzählen, wo sie gescheitert sind, wo mir genau das auch angesehen, wie sie bei der Maria Magdalena also sichtbar ist in der zweiten Staffel, die Scham in das Gesicht geschrieben ist, die Trauer, Tränen, das vorher gebückt sein.
Und nachher drin einfach wieder die Hoffnung reinreden und können sagen, es muss nicht bei diesem Rückfall bleiben, die Gnade ist da und die Vergebung ist da. In dieser Szene ist Jesus ja auch der dann ihr vergibt und sagt, ich vergebe dir. Und das ist so ein tiefer Moment und das Wissen, Jesus vergibt mir, wenn ich zurückgehe, aber auch meinen Klienten, meine Gegenüber, die bei mir in die Beratung kommen, ihnen den Zuspruch von der Vergebung wieder ins Leben hineinreden und sagen, hey, komm, stand auf, es geht weiter. Jesus ist da und hilft. Genau. Wow. Schön, Tanja. Und mögen das noch ganz viele auch wie indirekt durch euer Projekt erleben, auch wenn sie jetzt kommen an die Eben und berührt werden durch die Serie und durch das, was dort hier man auch zusammen bespricht nachher in den weiteren Podiumsgesprächen oder Kleingruppengesprächen, aber auch einfach durch das, wo Jesus am Wirken ist, natürlich. Gang wieder. Also das ist doch das Schöne. Und es hat mich sehr gefreut, Tanja, jetzt dich kennenzulernen und euer Projekt im Frauenfeld. Ich wünsche dir viel Segen weiterhin dabei. Danke. Danke vielmals. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.